Jetzt wird es wieder ganz wild. Es wird wieder extrem wild. Schweizer Spezialitäten, die du probiert haben solltest. Und da bin ich extrem gespannt, was jetzt kommt. Ob das nice ist oder nicht, wir gehen rein. In dieser Videoreihe nehme ich euch mit auf eine kleine kulinarische Tour durch die Schweiz. In dieser Videoreise nehme ich sie wieder mit. Auch die beste Stimme, Digga. Für jeden Kanton werde ich euch eine Spezialität vorstellen, die ihr meiner Meinung nach probiert haben solltet. Er hat sich einfach durch die ganze Schweiz gegessen. Kantonale Zuordnung ist aber manchmal nicht ganz einfach. Kulinarik kennt nun mal keine Kantonsgrenzen. Zusätzlich noch ein kleiner Warnhinweis. Dieses Video solltest du nicht vor dem Essen schauen. Es könnte einen übergroßen Appetit und Hunger auslösen. Chat, habt ihr gehört? Das beste Intro, das ich je gesehen habe in meinem Leben, Digga. Let's go. Zürich. Okay. Zürich schnetzlit's. Beginnen wir zunächst mit etwas Bekanntem. Ein paar speziellere Gerichte kommen später. Zürich Geschnetzeltes ist ein sehr bekannter Schweizer Klassiker. Chat tut immer bewerten. Tönt bei jedem Gericht in den Chat hineinschreiben 1 bis 10, wie geil ihr das findet. Ich gebe dem, wenn's geil ist und mit Nudeln, Digga, 9 von 10, holy shit. Den man auch im Ausland kennt und in der ganzen Schweiz gern isst. Beim Geschnetzelten handelt es sich um zartes Kalbsfleisch und feinen Pilzen, welche mit einer sämigen Sahnesoße Digga, ich kann das Video nicht schauen, sag's euch, wie es ist. und Rösti serviert wird. Reis, Nudeln oder Kartoffelpüree ist ebenfalls als Beilage möglich. Bern. Soeben habe ich es schon als Beilage erwähnt. Berner Rösti eignet sich aber auch sehr gut als Hauptgericht und lässt sich mit einigen Berner Rösti. Gib ich 7 von 10, Digga. Zugaben noch weiter aufpeppen. Dazu jeder Schweizer seinen eigenen Favoriten. Für die klassische Variante benötigt man lediglich Kartoffeln, am besten vom Vortag, und etwas Salz. Luzern. Was kommt in Luzern? Bekannt ist dieser Kanton nicht nur für die Fasnacht, sondern auch für die Luzerner Rügeli-Pastete. Rügeli-Pastete, Digga, noch nie gehört. Ist das geil? Richtig zubereitet ist sie optisch ein echter Hingucker. Also ich finde, das ist optisch, wenn man das anschaut. Ach, der Hingucker, Digga! Die Pastetenform besteht aus Blätterteig und für die Füllung verwendet man ein Ragout aus Kalbsbrätkugeln, Zwiebeln. Nee, da bin ich raus, Digga. Kalbsbrätkugeln, Digga. Da sehe ich mich nicht, Chat. Pilzen Fühle ich nicht. und sämiger Sahnesoße. Als Beilage gibt es meistens Erbsen und Karotten. Luzern, Digga, Schmutz. Auf fast jeder Berghütte bekommt man die äußerst leckeren Elbler-Makronen. Es ist zudem einfach zu kochen und Yes, Digga. Da sehe ich mich in 9 von 10. Nicht 10 von 10, 9 von 10. Chat, sagen dir Elbler Makronen oder Elbler Makaronen? Elbler Makronen, oder? sehr sättigend. Ob man es jetzt Immer schön Zwiebeln drüber und Äpfelmus. zwingend Uri zuordnen muss, darüber kann man streiten. Was aber wahrscheinlich nicht jeder weiß, ohne den Gotthardtunnel gäbe es dieses Gericht wahrscheinlich nicht. Wow. Der Grundstein wurde gelegt, als italienische Arbeiter ihre gewohnte Pasta mit in die Zentralschweiz brachten. Entstanden ist das Gericht aber erst deutlich später, als die Teigwaren industriell in der Schweiz hergestellt und somit Chat, sagt mal, mit oder ohne Äpfelmus? Mit oder ohne? für jedermann bezahlbar wurden. Die Mischung mit bei den Sennen auf der Alp vorrätigen Zutaten bescherte uns dann dieses sehr leckere Gericht. Safe mit. Ich muss sagen, man muss es ein bisschen lernen. Ich kann es verstehen, wenn man so ein kleines Kind noch nicht gern hat. Aber so ab 20 muss man Elbler Makronen mit Äpfelmus essen, Digga. Schwyz. Bei der Schweizer Häusuppe verrät schon der Name, welche besondere Zutat sich in ihr verbirgt. Ganz genau, frisches Bergheu. Nee, Digga. Da bin ich raus. 2 von 10. Die Suppe enthält Es gibt auch irgendwie so Schnaps, der nach Heu schmeckt oder so, Digga. Das ist gar nicht mies. außerdem jede Menge Kräuter, Sahne, Bouillon und Prosecco. Oder je nach Rezept Weißwein. Ich hatte letztens gerade so einen Bergshot in Laax, der nach Heu geschmeckt hat. Und der hat wirklich nach Heu geschmeckt. Imagine, wenn er nach Heu schmeckt. Aber es ist auch hässlich, Digga. Das Heu als Hauptzutat klingt speziell, ist aber sehr schmackhaft. Heu. Obwalden und Nidwalden. Bei Offitori war es für mich sehr schwierig zu sagen, welchem Kanton man es zuordnet. Fragst du einen Nidwaldner, spricht er es Nidwalden zu, und fragst du einen Obwaldner, spricht er es Obwalden zu. Hinzu kommt, dass es hier noch jede Menge Variationen gibt.
Was ist das? Aber eins ist sicher, probiert haben sollte man es. Ist das Schinken? Oder nein, Speck. Ist das Speck? Ich bin kein Speck-Fan, Digga. Beim Offertori handelt es sich um ein deftiges Gratin aus Kartoffelpüree, Ei und Käse, das mit Speckstiften verfeinert wird. Ich weiß nicht, Chat, ist nicht so mies. Ich sag mal 4 von 10 oder so. Bei einem Klarner Gericht darf natürlich der bekannte Sauermilchkäse, Scharpzieger, nicht fehlen. Welcher bei den Klarner Ziegerhörnli für ein ganz besonderes Noch nie gehört, Digga. Kuhmilch, Bergprodukt, fettfrei, laktosefrei. Aroma sorgt. Hauptbestandteil der nahrhaften Delikatesse sind Insane. Hörnli. Diese werden mit einer Mischung aus Sahne, Emmentaler oder Gruyère und natürlich reichlich Scharpzieger vermengt. Alter, das sieht geil aus. Zum Schluss wird noch eine große Portion in Butter gerösteter Zwiebelring Boah, das sieht sehr geil aus, Digga. Holy shit, Bro. Wieso schaue ich das jetzt? drüber gestreut. Wer noch mehr Infos über den Scharpzieger haben möchte, oben rechts werde ich euch über die Infobox ein Video verlinken, in welchem ich intensiver über den Scharpzieger rede. Scharpzieger, Digga. Ja, ich weiß, hier gibt es eine bekannte Süßspeise. Aber wir wollen ja kein Sodbrennen und bleiben Kehrstarte, oder wie heißt der? daher zunächst bei den herzhaften Hauptgängen. Spaß beiseite machen wir natürlich nicht. Alter, ist das ein geiler Spaß gewesen, Digga. Fast wie die Donation vortan. Zug ist zwar auch für leckeren Fisch bekannt, aber hier dreht sich vielmehr alles um die Kirsche. Die Zuger Kirschtorte sollte Kehrstarte. man probiert haben. Die Torte hat eine Buttercreme-Füllung, welche mit Kirschwasser aromatisiert wird. Auch eine kräftige Puderzuckerschicht darf natürlich nicht fehlen. Ja, ich sag's 4 von 10 oder 5 von 10, ich weiß nicht genau. Solothurn. Eine alte Digga, Solothurn ist also eine Stadt, wo man auch einfach nie ist. So. Es gab für mich keinen Grund, so Solothurn anschauen, Digga. regionale No front, aber an alle Solothurner. Spezialität des Kantons Solothurn ist Funky. Das Gericht hat nichts mit dem italienischen Wort für Pilz zu tun, sondern kommt aus der Mundart für Zusammenstoßen. Solothurner Funky ist ein Kartoffelpüree, der mit Äpfeln verfeinert und mit Sahne abgeschmeckt wird. Das muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt einfach nicht sein. 2 von 10. Das Gericht wird traditionell mit gerösteten Brotwürfeln garniert. Oft wird es auch als Beilage zu einem Ragout oder Braten gegessen. Na, das muss jetzt nicht sein. Das muss nicht sein. Das kannst du auch einfach mal liegen lassen, wenn du willst. Basel-Stadt und Basel-Land. Leckerli. Bei diesen beiden Halbkantonen ist es schwierig, bei der Kulinarik zu unterscheiden. Oh, Digga, jetzt bin ich gespannt. Aus diesem Grund habe ich beide in diesem Video zusammengenommen. Jetzt erwarten hier auch sicher einige die bekannte Suppe. Aber ich kenne da noch etwas viel Besseres. Basler Laubfrische. Hier handelt es sich um feine Krautwickel mit gut gewürzter Fleischfüllung. Digga. Sagst du sich? Das sieht extrem hässlich aus, Digga. Die Zubereitung benötigt zwar einiges an Bro, das sieht extrem hässlich aus. Das ist nicht mein Food. Fingerspitzengefühl, der Aufwand lohnt sich aber geschmacklich allemal. Okay, ich kann mir vorstellen, dass es geil ist, aber ich gebe trotzdem nur 4 von 10. Oder 3 von 10 sogar, Digga. Schaffhausen. Digga, im Basel-Land hat man können nehmen, Rehrucken mit Waldbeeresauce oder irgend so etwas ähnliches. In Basel haben wir die Suppe weggelassen. In Schaffhausen machen wir das jetzt aber nicht. Die Schaffhauser Riesling-Suppe wird mit viel Weißwein, Zwiebel, Lauch, Kartoffeln und meist auch mit Sellerie zubereitet. Da sehe ich mich drin, Digga. 8 von 10. Die leicht säuerliche Suppe Schaffhausen, Digga. Diesen. wirkt sehr appetitanregend und eignet sich dadurch sehr gut als Vorspeise. Appenzell Außerrhoden und Appenzell Innerrhoden. Da wir es bei den anderen Halbkantonen schon so gehandelt haben, wollen wir jetzt nicht unfair werden und fassen auch diese beiden Halbkantone zusammen. Die Appenzeller Siedwurst gehört seit 2003 zum Inventar des kulinarischen Erbe der Schweiz. Es handelt sich um eine helle mit Kümmel gewürzte Brühwurst aus Rind- und Schweinefleisch, teilweise auch mit Kalbsfleisch. Typischerweise wird als Beilage Käshörnli mit Zwiebelschwitze sowie Apfelmus serviert. Die Hörnli und das Apfelmus sieht übel geil aus. Die Wurst
Ist mir wurscht, Digga. Ich gebe dem 5. Auch so 5, so voll langweilig. Im zweiten Teil dieser Serie folgen noch die restlichen Spezialitäten aus den noch nicht angesprochenen Kantonen. Oh. Vor allem aus der Westschweiz. Digga, was ist das für ein Fondue? Sag jetzt mir. Das ist doch nicht Fondue-Käse. Was ist das? Amerikanische Cheddar Cheese oder was? Gebt mir noch kurz Bescheid, ob ihr Lust auf mehr Kulinarik auf diesem Kanal habt. Safe, Digga. Oder ob ich vielleicht das ein oder andere nachkochen soll. Sehr toll wäre auch eine Kann ich schreiben, Digga? Bündner Gerstensuppe. Dicker Bro. Yo. Oh. Digga. Und dann noch Wienerli in die Suppe drin, Digga. Oder Nusstorte. Nusstorte, safe. Oh, sehr, sehr nice, Digga. Ey, danke fürs Zuschauen daheim. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Schreibt in den Kommentaren, was euch das Lieblingsgericht ist von der Schweiz, Digga. Wir sehen uns beim nächsten Reaction. Peace.